Manche schaffen es durch die große Türe ins Business. Zum Beispiel mache ich schon seit die Spitze mit Rap wieder. Doch die Leute denken, was will dieser Türke jetzt schon wieder? Denn egal wie viel Talent auch in mir ruht, ich werd hauptsächlich gebucht, wenn man einen Ausländer sucht. Man, ich check's nicht, egal wie sehr am Start auch Heck ist. Die Gesellschaft will nicht mich, sondern Nasan Eck ist. Was geht? Quotentürke, oh Quotentürke. Scheißegal wie viel Kohle ich auch mache, ich bleib immer nur der Quotenkanacke. Herzlich willkommen zu Hause zum Köln TV Talk. Er hat mehr als 1 Million Facebook-Freunde. Er bezeichnet sich selbst als Mama-Kind und er würde gerne mal eine Liebesszene mit Megan Fox drehen. Herzlich willkommen auch zum Köln TV Talk. Ekrem Bora, besser bekannt als Ecofresh. Hi, hallo. Alles klar. Du bist hier natürlich auch, um deinen neuen Kinofilm zu promoten. 3 Türken und ein Baby. Erstmal vielleicht, worum geht's in dem Film? Also in dem Film geht es um 3 Brüder, die haben einen Brautmodeladen geerbt von ihren Eltern und der läuft nicht so gut. Und das ist der Anfang eigentlich. Dann hat der eine noch eine Ex-Freundin, die ihm sein Baby überlässt, über einen sehr komplizierten Weg, den will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und dann haben die auf einmal halt ein Baby, um das sie sich auch noch kümmern müssen. Also es ist ganz turbulent und verrückt und lustig. Also es klingt verworren, du aber eigentlich bist ja bekannt als Rapper. Wie bist es dazu gekommen, dass du Schauspieler geworden bist jetzt? Wir haben einfach überlegt, das ist ein Aufgabenfeld, wo ich mich gerne irgendwie bewegen würde. Wir hatten aber 2014 so viel zu tun, dass wir uns nicht drum kümmern konnten. Und wir hatten auch nicht unbedingt die Kontakte, um da so reinzugehen, wie wir es uns vorgestellt hätten. Wir heißt du und dein Management? Genau, mein Management und ich. Und dann haben wir es dann kurzerhand jemand anders überlassen, einer sehr netten Dame, die meine Agentin jetzt ist, was die Schauspielerei betrifft. Und die hat mich dann tatsächlich wirklich 2 Wochen nach dem Kennenlernen sozusagen zum ersten Casting geschickt und das war dann direkt dieser Film. Es hat sofort geklappt, das ist echt cool. Also würde ich vorschlagen, schauen wir einfach mal rein, 3 Türken und ein Baby. Ich meine, alle denken, dass türkische Männer keine Ahnung von Babys haben. Ich meine, das ist doch scheiße, ey. Wenn einer Ahnung hat, dann wir. Was ist denn das für ein Baby? Hat Anna sich andrehen lassen, hier nimm du mal. Bist du Hungi oder Dursti? Jetzt weiß ich, warum sie nicht einschläft. Sie vermisst ihre Mutter. Anna hat aber nicht so riesen Möpse, Mann. Vielleicht Sohne? Oder Sohne? Zwangsräumung, ja? Welche Kohle bis morgen Abend nicht haben, sitzen wir auf der Straße. Ich höre da ein Baby weinen. Oder ist das Ihr Bruder? Anna, ich... Du hast überhaupt nichts dazu gelernt, oder? Na, du fettes Stück Scheiße. Wisst ihr eigentlich, dass da Kaffee und Alkohol drin ist? Und das bisschen Alkohol hat noch niemandem geschadet. Komm, Bruder, gib ihm. Wie macht der Schwanz? Und jetzt lass mal dein Gefieder da anständig baumeln da unten, komm! 3 Türken und ein Baby, ab sofort im Kino. Wie lief die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen, mit Kostja Ullmann und Kida Ramadan? Die Zusammenarbeit lief sehr gut. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen mich schlau gemacht, das sagen die meisten so während so einer Filmphase. Aber ich muss wirklich sagen, wir sind richtig dicke Freunde geworden. Wir telefonieren fast täglich seit dem Dreh. Und auch die Drehphase selber in Frankfurt war eine tolle Phase, die werde ich nie vergessen. Das hatte echt so eine Art Klassenfahrt-Atmosphäre. So. Ja. Du hast 20 Kilo abgenommen für den Film, also jetzt fit, um selbst Vater zu werden? Ja, warum nicht? So langsam komme ich in so ein gewisses Alter, da könnte man darüber nachdenken. Allerdings habe ich natürlich auch sehr viel zu tun. Also man muss da, Timing ist alles, würde ich sagen. Ja. Timing ist keine Stadt in China. Du selbst hast einen türkischen Hintergrund natürlich, Migrationshintergrund. Auch Kida Ramadan ist Türke, Kostja Ullmann allerdings ist Deutscher. Moritz Bleibtreu wird auch gerne für Rollen als Türke besetzt. Was glaubst du, wie groß ist die Symbolik in solchen Filmen, auch für die Integration? Ich glaube, als allererstes geht es darum, wer die Rolle am besten besetzen kann. Ich glaube, als zweites denkt man vielleicht darüber nach, ob das dann auch authentisch ist oder ob das dann passt für die Berichterstattung im Nachhinein oder was. Eigentlich geht es ja nur darum, dass es ein Film sein soll. Und Film ist ja Unterhaltung und es muss einfach nur passen. So. Und ich glaube, dass der Kostja Ullmann einen guten Türken abgibt im Film. Und der Kida Ramadan ist ein Araber mit türkischen Wurzeln. Das ist ein bisschen kompliziert, der spricht aber besser Türkisch als ich, obwohl ich eigentlich eher Türke bin als er. Also es ist total verwurstelt. So. Und ich glaube, das ist eine geile Culture-Clash-Komödie. Und die Jungs sind auch nicht unbedingt so die typischen Türken, wie man sie sich vielleicht vorstellen würde, wenn man jetzt so Klischees bedienen würde. Also die sind schon sehr, wie soll ich sagen, integriert ist immer so ein blödes Wort, aber
die haben gar nicht... sehr deutsch. Die denken über sowas nicht nach, würde ich eher sagen. Wie sieht denn der typische Türke aus für dich? Na, du musst dir überlegen, wie der typische Türke für mich aussieht und wie der vielleicht aussieht für diese Art von Komödie, die man sich vielleicht vorstellt, wenn man die Klischees bedienen würde. Und ich würde mal behaupten, unsere Komödie bedient nicht diese typisch türkischen Klischees. Wir reden nicht so, yo, Alter und bla und bring mal Döner oder so. Das kriegst du in den Filmen nicht. Also das sind einfach ganz liebenswerte Kerle so. Die haben einen Laden, der läuft nicht und die haben ganz normale Probleme im Alltag. Besonders meine Figur, die hat noch am ehesten diesen Selbstfindungsweg so im Film und meine Figur ist die sich noch am ehesten damit beschäftigt, hey, wo komme ich her, wo gehe ich hin und so weiter. Bei den anderen ist das zum Beispiel gar kein Thema. Ja. Du hast eben von deiner Rolle gesprochen, von der Rolle, die auch die anderen spielen. Als Rapper spielt man ja gewissermaßen auch eine Rolle, oder? Wie viel Schauspieler muss man sein als Rapper? Es ist unterschiedlich. Es gibt ganz viele Facetten von Rap und ganz viele Formen von Rap. Also Rap ist echt nur noch ein Überbegriff und darunter gibt es ganz viele Sparten. Es gibt Studentenrap, Gangsterrap, Entertainment-Rap, Deepen-Rap und so weiter und so weiter. Und mein Rap ist eigentlich immer sehr ironisch und mein Rap ist wirklich sehr nah an meiner eigenen Person dran. Es gibt aber auch Sachen, wo sich jemand inszeniert. Wir haben es ja manchmal mit Masken zu tun oder was auch immer, wo so ein Plan dahinter steckt. Als ich aber in das Business reinkam, war ich so jung, ich hatte gar keine Ahnung von sowas irgendwie. Ich habe einfach nur gerappt und mich gefreut, dass es jemand hören wollte. Wir waren auch noch nicht so versiert, dass wir uns da hätten wie heißt es, so auf lange Sicht irgendwelche Gedanken machen können. Wenn wir das so machen, dann wird es so später sein. Ich hatte gar keine Ahnung. Das heißt, da war der Drops eh schon gelutscht so und dann, also das, was du bei meinem Rap kriegst, ist so what you see is what you get, so mäßig. Also das ist mein Charakter, ich sag mal, der ist nochmal so ein bisschen verstärkt, sag ich mal so, ja. Aber eigentlich ist es schon sehr nah an mir dran. Der Express hat dich als Kölns Rapper King bezeichnet. Wie siehst du dich selbst? Kannst du dich damit identifizieren? Ja, Kölns Rapper King trifft's doch sehr gut. Allerdings hast du auch für Yvonne Katterfeld schon ein Lied geschrieben, Du hast mein Herz gebrochen. Wie passt das zusammen? Ich bin einfach ein guter Texter, würde ich mal von mir selber behaupten. Das ist ja mein Hauptberuf eigentlich. Und einen Popsong zu schreiben, ist für mich tatsächlich nicht so schwer. Wenn man dann so eine gute Möglichkeit hat, wie einen Song irgendwie hier für Bohlen und Katterfeld zu schreiben, dann habe ich gedacht, ja okay, schreibe ich mal. Und der war dann ja auch direkt auf Platz 1. Ich glaube, das war einer ihrer 2 großen Hits. Und sowas fällt mir eigentlich nicht so schwer. Da ist es schwieriger, einen Raptext zu schreiben. Ja, ist es schwierig für dich, da im Hintergrund zu sein, also letztlich von dem Fame nichts abzubekommen? Nee, ganz und gar nicht. Also als ich ein kleiner Junge war, ich bin ja sehr früh, wie schon gesagt, in dieses Business gekommen, da habe ich das noch sehr genossen so. Und jetzt ist es das eher so, es ist mir eher unangenehm, also nicht komplett unangenehm, dafür mache ich das einfach zu gerne und man braucht das ja auch nicht zu machen, wenn man nicht erkannt werden will. Aber es ist mir dann doch eher unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen, als es früher war. So, ja. Wir sind mal rausgegangen mit einem Foto von dir und haben mal geguckt, wie sehr du im Mittelpunkt stehst und wie bekannt du überhaupt bist. Oh, weia. Eko Fresh ist ein super Rapper, ne? Ist ganz cool, ne? Er ist noch von der alten Schule. Früher habe ich das mal gehört. Er ist schon ein sehr guter Rapper, würde ich sagen, da er sehr gute Texte hat. Geht so, ist nicht so meine Musik. Ich weiß nicht, ich finde seine Musik nach einer Zeit ein bisschen einseitig und dass er zu viel Oldschool macht. Geile Flows, läuft bei dem. Okay, das ging. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber meine Kölner Freunde haben mich nicht im Stich gelassen. Also du bist Kölner, wo hast du selbst in Köln dein Viertel? Ich wohne sehr weit Richtung Bonn, muss ich sagen. Wo ich ganz genau wohne, will ich natürlich nicht sagen, aber es ist schon fast Troisdorf. Ja, wo hältst du dich am liebsten denn auf in Köln? Ich liebe natürlich die Innenstadt, ich liebe die Kolbstraße, die Venloer Straße. Aber auch bei mir da drüben ist es nicht schlecht. Ja. Du warst aber auch mal eine Zeit lang in Berlin mit Kool Savas, deinem damaligen Mentor, hast viele Leute kennengelernt, mit Sido, Bushido zusammengearbeitet. Dann folgte 2004 die Abrechnung. Das hast du veröffentlicht. Warum war diese Abrechnung nötig? Ach, das müsste mein Ich von 2004 fragen. So, ja. Also ich war anscheinend in dieser Verfassung, dass es mir irgendwie auf den Senkel ging, dass alle da drauf rumgehackt haben, dass ich damals irgendwie kommerziellen Erfolg hatte und hatte mir, glaube ich, gedacht, so hey, ich bin eigentlich aber ein richtiger Rapper, ich bin kein Kommerzrapper und dann dachte ich, das wäre jetzt angebracht. Heute, es ist aber auch ein cooles Lied, es ist ein Klassiker in der Deutschrap-Geschichte, aber heute ist es so, dass ich nicht
primär so bin, dass ich gerne über andere Leute rede oder andere Leute disse. Ich bin jetzt 31 und habe irgendwie meinen Respekt mir verdient durch die Rapperei. Und ich habe jetzt eigentlich eher wenig Interesse daran, jemanden zu dissen. Also da müsste schon einiges passieren, dass ich das nochmal sowas machen würde. Würdest du es heute nochmal machen, genauso wie damals? Nee. Also wenn ich in der Lage bin, ja. Aber ich bin ja nicht mehr in der Lage. Ja. Da habe ich am Anfang schon gesagt, du legst sehr viel Wert auf die Meinung von deiner Mutter. Wie hat die das Ganze damals aufgenommen? Mit der Disserei? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte auf jeden Fall war ich, die kann mir da in der Sache gar nicht weiterhelfen. Und ich war extrem auf mich allein gestellt. Klar, ich hatte meine Jungs, aber die waren auch alle sehr jung. Also wir hatten nicht diesen Kriegsrat, sage ich mal, der das gut handeln konnte und der auch hier wieder, der mir sagen konnte, ey, pass auf, wenn du das so machst, dann wird es so bei den Leuten ankommen. Es war wirklich alles sehr emotional. Und dann sind auch gute Sachen draus entstanden. Wie gesagt, es ist ein Klassiker-Song, so, aber auch schlechte Sachen draus entstanden, weil immer wenn du irgendwie über sowas rappst, gibst du auch einen Teil von dir weg so, und gestehst auch teilweise ein, dass dir Sachen auf den Sack gehen so, oder dass dich Sachen stören. Und heute kann mich einfach nicht so leicht mehr was stören, vor allem was die Musik betrifft, weil ich weiß, was ich kann. So. Hast du ja auch da gesehen, so auch Leute auf der Straße, die jetzt nicht unbedingt Fans waren, aber es hat sich schon rumgesprochen, dass sie zumindest wissen, okay, der ist ein guter Rapper, der ist mittlerweile lange dabei, der ist technisch sehr gut, flowmäßig sehr gut. Also was das Handwerk selber betrifft, das kann mir ja keiner wegnehmen. So. Und von daher habe ich mich da locker gemacht. Damals stand das halt zur Debatte und ich war dann so ein bisschen pikiert und habe das dann so gemacht. Ja, aber eigentlich ist das für mich alles gegessen. So. Du hast danach, für viele überraschend, noch mit Bushido zusammengearbeitet. Relativ viel. Ist der so hart, wie er immer tut? Oder wie er immer rüberkommt in den Medien? Ich glaube, teils, teils. Jeder Mensch ist ja nicht immer nur, jeder Mensch hat verschiedene Facetten. Und ich glaube, der ist schon so ein angry Dude, so, der möchte seine Sache durchsetzen so, und geht auch null Kompromiss ein. Das ist auch teilweise was ich immer an dem bewundert habe, dass er wirklich sehr kompromisslos war und immer schon wusste, wie er sich sieht und wie er sein will. Andererseits ist er auch, wenn man mit ihm alleine ist, auch ein total lieber Kerl und du kannst auch mit ihm viel lachen. So. Ja, und bei Bushido kann ich schon sagen, ab und zu waren wir verstritten und so, aber das ist jetzt so, wir sind jetzt auch beide in einem gewissen Alter, dass wir jetzt da nicht mehr uns gegenseitig aufregen oder anpissen wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist jetzt so, uns verbindet dann doch mehr, als uns trennt, und das ist eher so eine persönliche Freundschaft, auch wenn wir jetzt nicht jeden Tag im Studio sind und Musik machen. Weil er rappt natürlich, wie du sagst, er rappt halt sehr hart, ich rapp halt sehr eher lustig oder ironisch, und das kann man verbinden. Ich glaube nicht permanent auf jeden Track, aber es gibt auf jeden Fall Tracks, wo man sich so treffen kann drauf. Dein Höhepunkt deiner musikalischen Karriere, bislang hast du dann trotzdem allein erreicht, mit Exodus, Platz 1 der deutschen Charts erreicht. Wie war das in dem Augenblick, als du das erfahren hast? Es war geil. Charts, bei den Charts ist das so, du kriegst jeden Tag einen Trend. Ja? Und in der Woche war so ein ganz großer, Bob Dylan hat auch released. Ja? Und wir haben eigentlich diese Trends bekommen und alles wies darauf hin, dass Bob Dylan auf 1 geht. Und der allerletzte Trend hat es noch gebracht, dass wir doch auf 1 gingen. Deswegen war es eine totale Überraschung. Ich habe mich total gefreut. Ich war da gerade auf Promotour, irgendwo in Hannover, habe eine Autogrammstunde gegeben in Mediamarkt oder so. Und ja, dann habe ich die Nachricht bekommen und ja, es war toll. Es fiel mir eine Last von den Schultern. Ja. Du warst trotzdem auch mal zwischendurch lang eine Zeit mal relativ weg vom Fenster. Sieht man das dann anders? Ja, man sieht es anders. Also ich habe immer Musik gemacht und irgendwie hat sich dann das, was ich eben meinte, dass ich das handwerklich eigentlich ganz gut kann, das hat mich immer irgendwie am Leben erhalten. So, ob ich dann für andere geschrieben habe oder halt eher fürs Internet released habe und so meine neue Fanbase sozusagen aufgebaut habe, wo auch alte Fans dabei waren, aber auch neue Leute dazugeholt habe. Also ich war eigentlich so, einmal ist ja die Musikszene auch komplett so in sich eingefallen, so, ja, wegen der Internet und den neuen Medien. Das war eigentlich auch genau die Zeit, wo ich so einen Tiefpunkt hatte. Also ich habe das mit der Musikbranche zusammen wieder aufgebaut. So, ja. Und mittlerweile macht die Musikbranche ja wieder Plus oder die Kurve geht nach oben, weil eben die Leute, weil die das geschafft haben, das mehr auf dieses Download-Ding und so zuzumünzen. Und ja, und für mich läuft es auch seit geraumer Zeit, ich sag mal so seit 4 Jahren stetig irgendwie bergauf.
und ich habe das geschafft, so eine Konstante reinzubringen. So. Und damals, als ich als Jugendlicher bekannt war, das ging einmal so ganz schnell hoch, dann war das aber auch eine ganz große Fallhöhe dementsprechend. Und deswegen gefällt mir das heute viel besser, weil ich halt, wie gesagt, eine Konstante in meiner Sache habe. Und es gibt viel von dir zu erwarten. 2015 auf Tour, neues Album, Deutscher Traum heißt das, eine Serie auf ZDF Neo, Blockbusters wird die heißen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg für dieses Jahr und danken für den Besuch. Ecofresh. Geht alle ins Kino, ja? Out now, 3 Türken und ein Baby. Alles klar, hätten wir das auch noch geregelt, dann machen Sie sich noch einen schönen Abend und tschüss.